Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, hier beim besten Podcast der Welt namens Viva la Movie Illusion, der Podcast. Und nachdem ich jetzt schon zweimal Podcast gesagt habe und jetzt gerade ein drittes Mal, oh mein Gott, hör jetzt lieber auf zu reden und übergebe an den Mike. Hi Mike! Servus Corby, du bist ja schon fast so stumpf wie unser Film heute. Das ist stumpf? Du meinst steinhart. Und cool. Und cool, ja. Corby, alles klar, geht's dir gut? Ja, immer. Du, wenn ich mit dir einen Film aufnehmen darf, dann geht's mir gut. Und heute reden wir über einen Film vom King Hong Seon namens Project Wolf Hunting. Den wir zwar sogar miteinander gesehen haben wir wieder mal das Vergnügen gehabt miteinander. Es war leicht romantisch und dann ging der Film los. Aber weil wir haben sogar ein Love-Seat gehabt, gell? Weißt du das noch? Ach ja, stimmt. Ah, das waren noch Zeiten. Kannst du dich noch daran erinnern, um was in dem Film ging? Weil ich kann mich eigentlich nur noch daran erinnern, dass es losging mit Polizisten und die haben dann Kriminelle verladen auf so ein Schiff und dann haben sie eine Schifffahrt gemacht. Ja, das Schifffahrt, die ist lustig und so. Im Endeffekt, genau. Die Story von Project Wolf Hunting ist im Endeffekt auf einen Satz zum Reduzieren, aber wir holen jetzt ein bisschen weiter aus. Es werden keine Wölfe gehandelt, hätte ich gesagt, gejagt, aber dafür Menschen. Und zwar werden Gefangene überführt, weil es auf der Straße nicht möglich ist, vor lauter Attentate und Versuche, die bösen Jungs rauszuholen, wird ein Gefangenentransport auf ein Schiff verlegt. Auf dem Schiff sind quasi ein Haufen bese Buben und ein paar nette Polizisten. Und im Keller von dem Schiff, ich weiß nicht, der Keller hat das Schiff nicht, aber ganz weit unten im Schiff wird dann noch was transportiert, das zum Spoiler-Part dazu erklärt. Maschinenraum. Und das ist immer der Maschinenraum. Maschinenraum, richtig. Ja. Und ich möchte euch gerade sagen, also mir spoilert man das jetzt, weil in die ganzen Berichte oder wenn man da so die Handlung liest, wird von diesem Detail, das quasi da unten ist, wird sie ganz oft ausgespart. Aber wir reden da jetzt drüber, weil sonst kannst du mit dem Film nicht gescheit schmatzen. Richtig, weil sonst ist die Folge jetzt vorbei. Ihr denkt euch dann, Mann, ey, für was habe ich mir jetzt hier bequem auf meinen Podcast-Sessel gesessen? Ja. Und der Mike und der Corby sind gleich wieder ausbremst. Und so dauert mein Toilettengang anstatt 5 Minuten oder 50 Minuten gerade 3 Minuten und das war ja blöd. 50 Minuten? Du, kommt drauf an, wenn's... Ja. Oh Gott. Ihr redet nicht von mir. Ja. Also, wie gesagt, es ist in diesem Maschinenraum, wie du sagst, ein Mensch... in Anführungszeichen, also ein so eine Art Universal Soldier, der quasi auch überführt werden soll und durch einen dummen Umstand zum Leben erweckt wird. Und so haben wir jetzt quasi 3 Parteien, die gegeneinander kämpfen, quasi diese ganz bösen Jungs, diese ganz netten Polizisten und dieser ultimative Soldat, der die Leute mit bloßen Händen den Gar ausmacht und dies auf ganz brachiale Weise. Es ist im Prinzip so eine Art Terminator, nur auf ultra fies und hart. Ja, und ist keine Maschine quasi, sondern ein getunter Mensch, also modifiziert und perfektioniert und ist eine totale Kampfmaschine. Ja, aber im Prinzip, das wäre jetzt auch schon alles, worüber ich reden kann. Also, an was kann ich mich jetzt so erinnern? Er ging furchtbar lang. Ja. Also irgendwann, denkt man sich, ja, was ist jetzt das Harte an dem Film? Ist jetzt das Harte an dem Film, dass die Kriminellen da sich gegenseitig befreien und da die Oberhand gewinnen? Und ja, erst so gefühlt ab der Mitte vom Film, also oder da, wo ich meine, jetzt ist er dann bald vorbei, geht's erst so richtig los, weil dann geht dieser, wie hast denn du genannt? Universal Soldier. Genau, der Universal Soldier. Ein Unisoul. Der geht dann erst richtig los und im Prinzip fragt man sich jedes Mal, Alter, wie viel Blut steckt denn in so einem Menschen eigentlich drin? Und wie kann das da so rausschießen? Ne? Es ist so, als wenn, wie soll ich das sagen, ihr schneidet jetzt gerade Zwiebeln und ihr schneidet euch aus Versehen ganz leicht in den Finger
und die komplette Kirche wird überschwemmt. Richtig. So läuft das da ab. Also im Endeffekt haben wir die Ausgangslage von Con Air auf einem Boot und wir haben einen Terminator mit dabei und wer den Film, haben wir letztes Mal schon gehört, wieder bei unserer VHS 2 Folge, den Film The Night Comes for Us, der bei Netflix läuft, erkennt, der weiß, auf was es sich da ungefähr einsteht. Also es geht richtig blutig zur Sache und wie der Corby schon sagt, wenn da mal irgendwo hingestochen wird, dann spritzt das Blut literweise. Dann gibt's noch so eine ganz komische Rahmenhandlung irgendwie noch mal drumherum, wo man sich dann auch fragt, ja okay, was wollt's denn jetzt in diese Handlung noch alles mit reinstopfen? Ja, sie versuchen halt wirklich in den ersten 20 Minuten einfach nur die Fronten zu klären, wer sind die Bad Guys und wer sind die Good Guys, was du eigentlich schon meinst, ja, gar nicht einmal so interessant. Aber wie gesagt, wenn es dann der Ausbruch da auf dem Schiff losgeht, da haben wir schon, da ist Splatter-Action angesagt. Also, da wird kaum was geschenkt, weder Polizisten noch von den Gangster, hat man da irgendwo Gnade zu erwarten, also da geht's richtig rund. Ja. Aber das Problem ist, meiner Meinung nach, dass der Film sehr eintönig ist. Wie du schon sagst, der fühlt sich sehr lang an. Er ist zwar sehr schnörkellos, also würde wirklich Charaktertiefe oder irgendwas kann man jetzt in dem Film oder sucht man vergebens, möchte ich fast behaupten, und auch die ganzen Splattereien, also wirklich, wenn es dann losgeht, dass dieser Übermensch noch, ich glaube, das sind 50 Minuten, bis der kommt, da das Rumgatzen anfängt, also der, wie das am Anime, oder wie heißen die Zeichentrickfilme, die chinesischen, dieser Anime, oder? Ja, doch, Anime. Ja, und wo der da hinschlagt, da platzen die Leute. Aber es ist ja so, dass wirklich die Leute nur, dass das Blut halt rumspritzt. Es kann halt alles viel kreativer sein. Weißt du, es ist auch noch mal so eine Szene dabei, wo einer der Arm, glaube ich, ausgerissen wird und so. Aber auf die Dauer, die Leute nur so mit Faustschläge, blutspritzend in Ecken zum Wassern, ist fast ein wenig bei 2 Stunden Laufzeit. Also, da hätte man auf alle Fälle wenig kreativer sein können. Waren das nur 2 Stunden? Was? Waren das nur 2 Stunden? Das waren 2 Stunden, ja. Mir ist das echt vollkommen wie 3. Na, da schon her. Ist er von mir Epos geworden. Da habe ich genau 2 Stunden mal nicht da, oder? Na, also wirklich, irgendwann fragt man sich halt, ja gut, Film, ich hab's verstanden, was willst du denn jetzt noch von uns? Ja, aber mehr hat er auch nicht. Also das ist wirklich auf das, was er raus möchte. Er möchte so viel Leute spatzt sehen, wie es geht, auf diese Laufzeit. Das ist jetzt das, auf was der Film eigentlich hinaus möchte. Er möchte keine Message mitgeben oder sonst was. Der möchte einfach nur Schauwerte zeigen. Wobei ich da wieder sagen muss, wie gesagt, kann kreativer sein. Ich hab schon gemeint, das ging eher in die Richtung Story of Ricky oder der besagte Night Comes for Us. Aber wie gesagt, das wird sich doch ich sage jetzt mal zu 80% auf Faustschläge und Blutspritzer fokussiert. Und das ist fast ein wenig. Also da, wenn jetzt ein wenig mehr die Leute auseinandergerissen worden warten oder ein wenig geht der mehr raus oder so, war das noch unterhaltsamer gewesen, das Ganze. Ihr müsst euch das so vorstellen, so wie ein Schulprojekt. So, es hat jemand gesagt, so, okay, Max, du machst jetzt die erste Hälfte vom Film. Deine Aufgabe ist, so viel Charaktere wie nur möglich reinzubringen. Ja. Okay, mach ich. Und dann ist er zum anderen hingegangen und hat dann gesagt, und du, Martin, du machst jetzt hier, das ist der Universal Soldier, der kann alle praktisch zerplatzen lassen. Alle Leute, die der Max erstellt, die lässt du zerplatzen. Ja, genau. Okay. Ja, und dann kommt noch ein dritter dazu, da heißt es dann, und du suchst jetzt noch irgendeine coole Location aus, und das ist quasi das Boot. Genau. Wobei ich das Boot als Setting sehr cool finde. Es bietet ja im Endeffekt keine Fluchtmöglichkeit, du kannst im Endeffekt nur davor laufen, aber nicht entkommen, weil dieser, Universalsoldat immer hinter dir ist und kann zu jeder Zeit die Fäuste sprechen lassen. Und das finde ich halt cool. Also das ist wirklich so das begrenzte Setting von diesem Dampfer. War schön. Und auch ist richtig schiffig. Also es ist ja schon so ein Gebrauchtsboot, sage ich jetzt mal. Und es ist schon recht schmierig, ölig und passt so richtig zu die schmierigen Charaktere dazu. Die schmierigen. Ja. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der Sound war mega. Also wenn der da hingelangt hat, es hat ja schon gelangt, wenn der kommt. Ich glaube, jetzt muss ich mir noch schauen, er wird der Alpha benannt. Der ist ja nicht immer Universal Soldier sagt, nicht, dass wir nur Probleme mit dem Van Damme kriegen. Der Alpha, wenn kommt, der macht schon bum, 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 bum. Also der kann nicht normal gehen, wenn kommt, der stampft richtig. Also du weißt schon, da kommt eine Maschine. Und auch dann, wenn er dann die Leute verprügelt und die platzen, also dieser Soundeffekt, wenn die Fäuste quasi aufs Fleisch treffen und dann das Blut rumspritzt, also sie haben sich da soundtechnisch, haben das schon rausgelassen. Also die Boxen, die haben richtig was zum Tor gehabt.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber mehr Positives kann ich jetzt gerade über den Film ehrlich gesagt nicht sagen. Also diese dann sag was Negatives, ich bin ja für alles offen. Die zusätzliche Rahmenhandlung, die ich vorhin erwähnt habe, die ich jetzt nicht mehr richtig umschreiben kann, die hat sich auch nur so angefühlt, so nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt irgendwas noch mit reinbringen, um zu erklären, warum es diesen Alpha eigentlich gibt. Ja. Und wieso das jetzt da alles irgendwie miteinander doch zusammenhängt und andererseits wieder nicht. Weil ich glaube, dass die ein Franchise draus machen wollen. Der Film hat ja ein offenes Ende. Ja, und richtig. Ja. Auf das hier haben die das braucht, eben diese Flashbacks, wie ist Alpha entstanden. Ja, aber warum muss ich dann in der ersten Hälfte über 20 verschiedene Charaktere einführen? Damit es alle umbringen kann. Ja, genau, die nichts anderes zu tun haben, als dann in der zweiten Hälfte sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr blutig zu sterben. Ja. Aber ich muss aber dazu sagen, also diese Charaktere, die da dabei waren, also diese Bösen, die waren schon wieder so comichaft überzeichnet, dass ich mit denen schon Spaß gehabt habe. Also vor allem der Oberbese, der mit den Haffer Tattoos, der war schon wieder so best, dass du sagst, ja, Kruzifix, best kann einer allein überhaupt sein. Ich hab mir die ganze Zeit, was ist denn dein Problem, Alter? Ja. Ja, es ist irgendwie bescheuert. Ja, natürlich. Also bei dem Film auf einen tieferen Sinn zum Suchen, da bist du jetzt da auf alle Fälle verkehrt. Also es ist jetzt nicht Titanic 2, das nicht. Na, die Parallele ist nur ein Schiff. Ja. Aber er wird ja jetzt momentan überall angepriesen als das große Splatter-Highlight. Er ist brutal, also braucht man nicht schmerzen. Aber er ist nicht der neue, weiß ich nicht, The Sadness war jetzt so das letzte krasse, wo ich sage, ja okay, oder The Terrifier 2, diese Filme sind um einiges kreativer und von den praktischen Effekte her effektiver und handwerklich besser gemacht als wie der. Aber ich fand, dass ich auf die 2 Stunden Laufzeit gut unterhalten worden bin mit dem, wo ich eigentlich gern sehe, dass einer einen Haufen Leute niedermacht. Also das, wie gesagt, wenn man an sowas Spaß hat, dann kann man auch mit Project Wolfhunting seinen Spaß haben. Aber ich kann es auch verstehen, wenn einer sagt, wo liegt 2 Stunden diese Gaudi da, da bock ich nicht. 3 Stunden. Gefühlt. Ja. Hast du was dagegen, wenn wir schon auf Tops und Flops gehen? Na bitte, also das ist ja, so ein Film, ich fange jetzt hier gleich mit meinem Flop an. Also ja. Flop, ich oute mich jetzt und muss sagen, in der zweiten Hälfte war es dann irgendwann so eintönig und die zweite Hälfte ist die sehr blutige und da wo er halt dann umeinander, ja wie soll ich sagen, um sie rumschlagt und dann halt alles nur so voller Blut trieft. Das war so eintönig für mich, dass ich irgendwann kurz eingenickt bin. Okay. Ich glaube, ich habe nicht viel verpasst. Handlungstechnisch nicht? Nein, das ganz bestimmt nicht. Aber ja, wie schon gesagt, es war dann, obwohl eigentlich dieses Element, und das ist jetzt wieder das Positive, wo der dann eingeführt wird und als er dann loslegt und dann denkst du, boah, lecker, also was passiert denn jetzt? Ja. Eben dieser Überraschungseffekt, deswegen finde ich es, oder habe ich jetzt eben mir am Anfang ein wenig vage ausgedrückt und habe jetzt noch den Spoiler-Part ausgerufen, gleich am Anfang, weil das jetzt schon der Überraschungseffekt cool war. Also mir haben es ja auch nicht gewusst, also ich habe ja gewusst, als der Film quasi angekündigt worden ist, okay, das wird der und der Film, aber ich habe nicht gewusst, eben diesen Twist oder dieses Reveal, dass da eben noch was da ist und das dann kommt und den ich da ein Gar ausmacht und das fand ich halt schon. Ja, der Auftritt und dieses Reveal dann fand ich schon cool. Also ihr müsst euch das vorstellen, vorhin, also das Schulprojekt, so der Max hat jetzt da ungefähr 35 Leute eingeführt und jetzt kommt dieser Terminator-Verschnitt von Martin und bringt in die ersten 5 Minuten alle um. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Ja, und dann fragst du dich halt dann, ja, und jetzt? Ja, so geht's dahin. Also ich habe echt die ganze Zeit eigentlich darauf gewartet, dass das Schiff jetzt irgendwo an Land geht und dann geht's erst so richtig los. Okay. Nein, das fand ich gut, dass das jetzt da, dass das auf dem Schiff blüm ist. Also, wie gesagt, wo man wieder, weil das Setting hat mir gefallen und Ding und die Leute haben nicht auskennen und es war doch eine gewisse Anspannung dann da, wo schießt er denn als nächstes raus, das Bracke, das fand ich schon cool. Ja. Okay. Aber das ist, wie du sagst, also dieses Blutbad, das da aufgerufen wird nach einer Stunde, dann sagst du, ja, Film, was möchtest du mir jetzt eigentlich nur sagen? Du dauerst ja nur eine Stunde. Ja.
Und wie gesagt, er kann dann nimmer mehr, weil er dann schon alles rausgehauen hat, was er drauf hat, und alles andere ist dann bloß noch dann leichte Variationen von dem, was wir schon gesehen haben. Weil man versteht dann auch, okay, warum hat sie jetzt diese erste Stunde so gezogen und es sind immer mehr Charaktere eingeführt worden. Ja. Aber ja. Was ist dann so dein Top und Flop? Negativ ist mir aufgefallen, immer bei so bestimmte Massenszenen oder wenn dieser Alpha kommt und einen oder sich mit einem beschäftigt und den platzen lässt, dann bleibt die anderen einfach stehen und warten und schreien und schauen. Aber anstatt dass da einer dann, weil es sind wirklich harte Typen. Die sind so wie bei The Sadness, wo sie voll beschwert haben, okay, diese U-Bahn-Szene, die bleiben ja alle sitzen, wo ich nur sagen kann, ja okay, Schockstarre. Kann ich nur sagen, okay, die sind lauter normale Büroler, meinetwegen, die sitzen da in der U-Bahn drin und haben jetzt mit dieser Extremsituation konfrontiert. Aber da haben sie richtige abgebrühte Motherfucker. Und wenn dann einer von ihnen die Spätzeln da platzt, dann haben die nichts Besseres zum Tor, als wir stehen zum Bleiben und Blöd zum Schauen. Das fand die Käse. Sowas, da gibt's ein paar so Filme, wo ich sag, ja, nein, lauft halt dann einfach davor oder verteilt euch oder sonst was, aber dann stehen bleiben und blöd schauen, ja, finde ich blöd. Wo sagst du das? Ich gebe da absolut recht. Also das war halt dann nur zusätzlich irgendwie befremdlich. Andererseits, was willst du denn großartig machen? Ja. Also das verstehe ich dann schon wieder. Wenn du jetzt unten in diesem Maschinenraum bist, dann kommt der und bringt einen nach dem anderen um, nur mit seinen bloßen Händen, und zwar dann wie. Ja. Da startest du wahrscheinlich erstmal denken, okay, ja, und vor allem, was bringt es jetzt, wenn ich weglaufe, außer wahrscheinlich, dass ich 1 oder 2 Sekunden länger lebe. Ja. Mein Highlight ist, wenn dieser Alpha zum ersten Mal auftaucht. Also diese Inszenierung, weil sie lassen sich wirklich Zeit und machen eben dieses Foreshadowing, kann man nicht sagen, aber sie teasern da schon an, eben mit den Fußtritte oder mit dem, wie sagt man, nicht Fußtritte. Ja, Stumper, keine Ahnung. Ja, dass man seine Fußtritte hört quasi. Und dann eben dieses brachiale Hinschlung, Leitplatzen und Ding, also dieser Aha-Effekt, den fand ich cool. Und das fand ich auch wichtig für den Film, dass das dann so brachial eingeführt wird und dass das dann so eine Massenszene ist und der Film dann so richtig zeigt, was er kann. Wie gesagt, es war halt noch cool gewesen, wenn er halt dann nur ein wenig kreativer sie ausgelebt hätte, die nächste Stunde. Aber so dieses Reveal vom Alpha und der erste Auftritt mit dem dazugehörigen Blutbad, das wirklich cool inszeniert war, war mein Highlight. Mhm. Genau. Und wie schaut's mit unserem Triple Threat aus? Haben wir da Trompeten? Ich kann mich an keine erinnern. Nein. Aber es kann sein, dass er nicht drin war. Nein, ich habe keine gesehen. Haben wir weibliche Attribute? Ich würde gerne behaupten, ja, aber auch da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass eine beim Kacken gesessen ist, das weiß ich noch. Aber ich glaube, wir haben keine mehr gesehen. Nein, war nix. Nein. Tote Tiere? Tote Tiere auch, ja, also kommt halt drauf an. Was wir aber als Tier definiert quasi. Ja, richtig. Also ich meine, da waren Maden und sowas. Aber und ob die Sauhund, aber das zählt quasi nicht, weil das waren ja Menschen. Ja, schwierig. Also kein einziger von unseren 3 Ts. Na, ist eigentlich echt schwacher Film. Also, schwacher Film, ja. Also, ich kann's verstehen, wenn der eine oder andere da sitzt und sie denkt, Mensch, was labern die für einen Mist? Geiler Film, ohne Scheiß. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt. Verstehe ich. Aber ihr habt's wahrscheinlich dann auch sonst noch nicht viel andere Sachen gesehen. Das hast du jetzt sehr gut gesagt. Weil jeder, der wo schon mal, wie gesagt, Story of Ricky gesehen hat, der geht da. Weil er sagt, ja, wo bleibt denn da der Damm, mit dem einer erwürgt wird oder irgendwie so. Ja. Weißt du, diese Kreativität geht einfach ab und nur Blut rumspritzen in der Gegend zahlt nicht die Miete. Na, schwierig. Also, ja, schwierig. Ja. Also für einen stumpfen Filmabend auf jeden Fall eine Empfehlung, aber gehaltvoll oder ein gehaltvolles Blutbad hat man jetzt in dem Fall nicht. Aber eine gute Zeit, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, sobald man da das Hirn einschaltet, kann man sich da schon gerne mal langweilen. Ja. Das stimmt, leider. Okay. Aber der Film kommt ja jetzt ins Kino, regulärer Kinostart, ungeschnitten ab 18. Ich muss jetzt in dem Fall sagen, weil sie schon gesagt haben, ja, mit der Sadness wieder diese Vergleiche.
ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Film mordsgroß Probleme noch mit der FSK kriegt, weil dieser Aspekt bei The Sadness mit der sexuellen Gewalt und so, dass der jetzt quasi Spiel.K geprüft worden ist und nicht indizierungsfest ist mittlerweile, das kann ich mir jetzt bei The Sadness eher vorstellen, als wir bei Project Wolfhunting. Also ich kann mir vorstellen, dass der auch so ins Kaufhaus kommt mit der FSK 18, seien wir nicht böse. Mhm. Er hat zwar seine schon richtig ist schon ein paar so Härten drin, aber die FSK ist ja momentan sehr liberal bei bestimmten Titeln und ich glaube nicht, dass der Mordsprobleme kriegt. Weil du hast ja vorhin, glaube ich, den richtigen Vergleich gebracht mit Anime. Er ist halt auch einfach nicht so ernst zu nehmen, der Film. Ja. Und von dem her, ja. Ich kann mir ja ehrlich gesagt nicht an irgendwas erinnern, wo ich sage, boah, voll krass. Na eben, das sage ich ja. Das ist nichts, wo ich sage, das, ja gut, wo mit dem Tätowierten, wo er dem da so lange auf den Kopf draufschlägt, bis er weg ist und so, waren schon ein paar so Sachen dabei einmal, oder wie gesagt, dieser eine abgerissene Arm, aber wie gesagt, das ist sehr wenig. Sehr wenig, sehr explizites. Tatsächlich, der größte Arschloch-Move in dem Film, an den ich mich erinnern kann, war das, wo der eine Kriminelle, ich glaube, das war der ganz basic, oder, den einen Polizisten absticht und ihm dann noch ansucht. Also das, ja. Stimmt, da haben wir gedacht, boah, leck, bist du ein Arsch. Ja, nicht, schön ist das nicht. Na, wirklich nicht. Ja gut, dann haben wir jetzt auch über Project Wolfhunting gesprochen. Ja. Ich meine, er ist halt so momentan in den Medien, dass man drüber spricht. Mhm. Beeindruckt hat er uns leider nicht. Na. Aber wir raten auch nicht ab. Wir sind nicht der katholische Filmdienst. Wir Dank an Cape Light, die wirklich immer versuchen, uns die Filme in ihrer längsten Fassung aufs Brot zum Streichen und sie da wirklich auch aus dem Fenster lehnen und auch diese FSK-Prüfungen immer durchziehen. Und ja, danke auf alle Fälle. Das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich dann auf das Mediabook, weil kaufen werde ich mir schon. Ja, in Sammlung muss er auf alle Fälle, weil das so stumpf wie er ist, so mag ich das auch. Sehr schön, sehr schön. Dann sagt ihr uns, was haltet ihr von Project Wolfhunting? Habt ihr gesagt, ein bisschen mehr Blut hätte schon dazu gehört, gell? Oder ich habe keinen einzigen Wolf gesehen. Ja, Frechheit. Blöder Film. Und ansonsten, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns unterstützt bei Steady und uns Feedback gibt. Was sagt ihr dazu? Was sollen wir in Zukunft besprechen? Sollen wir endlich mal über romantische Filme reden, wie Texas Chainsaw Massacre, Familienfilme? Ja, genau, richtig. Das wollte ich als Vergleich bringen. Ganz ja, schon, klar. Oder? Ja. Und ansonsten sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ich sag vielen Dank auch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Servus und habe die Ehre. Servus.